Hinten und links scheint irgendetwas zu sehen. Was soll denn dort sein? Ja gut, das sind ja ein paar Zora, das haben wir vorhin schon gesehen, aber ansonsten... Egal, wir kommen zurückfahren zu Twilight Princess HD wieder mal. Jetzt sind wir ja auf der Suche immer noch nach dem Lichtgeist Ranel. Der zwar irgendwo hier in der Nähe sein muss und das sind sowieso kommt. Wie sieht denn der aus? Mir läuft ja gar nichts mehr. Der schwimmende Park von Tobi und Dummnuss. Ich bin auf dem Grund des Sees. Lass mich ran, du bist Dummnuss. Nur weiter zurück. Was haben die Zora aus dem Oberfluss noch gemacht? Das Lichtgeist hier verehrt wird den See verflucht. Wir sind jetzt viel zu weit oben. Was denn das? Ein Geist? Was denn das für ein Ungeheuer? Naja, hab Angst. Ja, du musst platt machen. Nee, das ist da hinten, hallo? Gut, es wäre eine ungefähr Richtungsangabe. Aber, natürlich die Frage, wie komme ich denn überhaupt da hoch? Danke der hier für irgendwie seltsames Teil, der bringt irgendwie auch nichts. Ja gut, der hat irgendwie Angst vor dem Teil da drüben, ich kann sie mal platt machen, vielleicht bringt das irgendetwas, würde mich so ein bisschen wundern. Komm ja sonst echt nicht raus. Das wird aber kaum so ein kleiner Falke sein, wa? Nee, das Teil ist ein bisschen größer. Schön. Natürlich, wer hat mich jetzt genau getroffen, bin doch ausgewichen. Komm zurück, Mann! Ich bin noch nicht fertig mit dir! Wo ist er? Was? Ah ja. Die sind schon vorher. Ganz brav. Ist ja schon gut. Von nun an bin ich dein neues Frauchen. Hey, mit dem kommen wir im Hand und bringen zur Quelle des Sees. Du willst aber jetzt nicht mit... Na. Oh Mann. Das darf wohl nicht wahr sein. Aber natürlich erstmal kompletten Lichtgeist Ranel vorbei. Ach ja, das wird eine interessante Erfahrung. Das ist nämlich etwas, was ich ein bisschen gehasst habe früher. Okay, flugmäßig sind wir tiert. Okay, ja, könnte ja klappen. Hui. So, oben durch natürlich. Oh. Wow. Das läuft gar nicht mal so schlecht bisher. Wieso hat er mich jetzt getroffen? Ich wollte eigentlich an ihm vorbei. Hä? Er war doch extra so tief, dass mich gar nicht hätte treffen dürfen. Naja, was soll's. Einmal ist keinmal. Und
Und ja, dritte gesehen, da links oben, wir verlieren Herz dafür. Geil, wa? Hat vorhin abspeichern sollen. Obwohl ich eigentlich nicht im Sinn habe, jetzt komplett zu versagen. Von dem her. Ja, halt oben durchfliegen, da unten, was wird mal unten. Klappt ja auch ganz gut. So, natürlich mal ein bisschen Zickzack. Man weiß ja nie, was noch alles passiert. Wenn man entgegenkommt, oder wer noch alles abschießen will. Ich glaube, wir haben es bereits geschafft. Oder kam da noch irgendetwas? Ne, ich glaube nicht mehr. Wow! Das wäre uns gewesen, auf der Zielgeraden noch versagen. Aber nee, 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 nee. Oberlauf des Zora-Flusses. Du, du. Und ja, man hört's bereits. Ja, schon da ist er. Vielleicht war nicht so richtig zu was zu gebrauchen. Wenn du so hast, du doch einfach mal suchen. Und das ist kalt, ehrlich ein bisschen. Mir ist gar nicht kalt, aber okay. Wer ist denn das? Das ist die Afro-Lady. So was passiert sein. Man kann arbeiten. Du, arbeiten. Wird das wärmer werden? Okay, wie komme ich jetzt aber eigentlich darüber? Sieht so aus, als müsste ich unten durch. Und ja, man sieht dort mit dem Wolf und so. Das geht ja später. Dort sehen wir das Zora-Symbol. Also wir kommen hier unten durch, wa? So ist es ja nicht. Aber ist das wirklich der richtige Weg? Kannst du wegsprengen für nachher. Aber nachher ist ja also der unter Wasser, oder soll das zumindest sein? Wenn also unter Wasser ist, dann noch etwas wegsprengen. Könnte knifflig werden, wa? Die Zora-Höhle. Wieso ist die eingefroren? Was ist denn hier passiert? Ich hatte gedacht, dieses kalt hier, und das ist alles zugefroren. Hier müssen doch eigentlich Zoras wohnen, oder? Aber man sieht gar keinen von ihnen. Sind auch alle eingefroren. Sind Ocarina of Time der Zukunft. Der Zukunftsvariante, da war ja Ganondorf dran schuld. Hä? Der wieder schuld, dass sie alles eingefroren hat? Kann wohl kaum sein. So, den noch genervt. Probieren wir es, ja. Hilf mal ein bisschen mit, na. Wenn ich mich richtig erinnere, war dieser Weg auch ziemlich lästig. Auch deswegen. Was zum... Ist das Link losgelassen? Also ich weiß nicht, ob er losgelassen hat. Ja, sorry Leute, das müssen wir uns da ein bisschen anhören. Ich hoffe, wir sind gleich oben, aber... Also ich verstehe es trotzdem nicht. Anderthalb Herzen Schaden. Yeah, ein Hoch auf die Fee.
Die echt hätte man noch irgendwie abspeichern sollen. Komm, jetzt aber. Boah. So, hoffen wir mal, dass wir bald auf neue zu neuen Feen kommen, weil ich wüsste jetzt gerade nicht, in der Nähe irgendwo Feenquellen sind. Aber hey, es kann nur besser werden. Scheiße, das einzige Fee. Zweiten Tempel gab es gar keine. Ach du Scheiße, das sind schon die Gebrüder. Die Gebrüder nervig. So. Das war mal der eine Typi, da sind andere Typi und das waren die Typis. Die Gebrüder Typis. Fuji, Kato. Damit können wir endlich warten. Ja, bring dich hin, ja, gerne mal eine Fee. Kannst du mir irgendwie auch herbringen? Tatsache, alle eingefroren. Ja, leck mir doch am Schöpli. Das ist ja Zoras, oder? Aber sieh das nur an. Was ist mit dem passiert? Keine Ahnung. Was meinst du? Das können wir doch nicht sich selbst überlassen, wa? Andersphären. Ja. Womit können wir wohl Ei schmelzen? Wo hatten wir gerade noch irgendwo vor geraumer Zeit eine Situation, wo wir gesagt haben, Moment mal, wir müssen Ei schmelzen. Beziehungsweise, nee, nicht das, aber wo es viel zu heiß war und wir fast erschlagen wurden. Genau. Wir können wieder zum Anfang zurück. Ah, hier. Also mal porten. Sind erst schon da oben, war von hier unten nach da oben. Doch, es war am Todesberg. Einer in der Lichtwelt. Natürlich wie immer noch als Wolf. Tja. Hier ist es doch. So, bringen wir ihn mal hier hin, zur Zora-Höhle. Und ob das so eine gute Idee ist, ja, wer weiß. Ist sicher nicht die beste von allen Ideen. Aber ganz ehrlich, ich habe momentan noch keine bessere. Okay, vielleicht doch ein bisschen zu dramatisch. Ah, puh, da hat er ganz viel Lava. Na, endlich. Das, was wir in Ocarina of Time nie tun konnten, haben wir jetzt geschafft. Natürlich haben die Zoras überlebt, ja, ist klar. Wenn so ein riesiger Stamm ist gefallen, der ist sowieso nirgends mehr zu sehen. Gehen wir, scheiße, ausgebrochen, habt ihr Wasser, können wir noch nicht Geist sehen? Ja. Aber eben, guck mal. Sind doch überall die Zoras gut zu sehen. Nicht unbedingt so gesund aus, war vielleicht nicht die beste aller Ideen, aber trotzdem. Der Felsbrocken ist so alles weg. So, wir müssen noch erholen, ist natürlich klar. Jetzt frage ich mich gerade, ist hier sonst echt nichts mehr? Das ist ein Thron, war okay.
Im Wasser unter dem Wasserfall. Jo, mal nachgucken. Wir müssen ja sowieso zum Lichtgeist. Warte bitte. Ich danke dir, dass du unser Volk und diese Quelle, die Hyrule mit Wasser versorgt, wieder zum Leben erweckt hast. Oh, diese Musik. Ich bin Lucida, die Herrscherin dieser Zora-Höhle und die Königin unseres Volkes. Nicht Ruto, aber das ist deren Tochter. Könnte ja sein. Wir haben das nicht unbedingt gemacht, weil wir euch helfen wollten oder so. Es war eher Zufall. Unsere Höhle wurde von Wesen der Finsternis überfallen und ich wurde als Warnung für unser Volk von ihnen hingerichtet. Oh, Alter! Du, der die Gestalt eines stolzen Tieres angenommen hast. Ich habe eine Bitte an dich. Als wir überfallen wurden, bat ich meinen Sohn Ralis, nach Schloss Hyrule zu gehen, um Prinzessin Zelda zu unterrichten. Ja, leck mich, ey, das... Der kleine Junge? Oh nein... Nun fürchte ich, er schwebt in großer Gefahr. Dass diese Furcht nicht unbegründet ist, fühle ich einfach. Ich spüre ihn immer weniger. Nun habe ich noch nicht einmal mehr ein Leben, das ich für ihn opfern könnte. Oh, Alter. Ich bitte dich, stolzer Held, Heldengestalt eines Tieres, du musst Prinz Ralis helfen. Wenn du das tust, werde ich dir die Gabe des Wassers verleihen. Damit erlangst du die Fähigkeit, die Rezoras unter Wasser frei zu bewegen. Bitte, hilf meinem Sohn. Sagen du ihm hilfst, langst die Fähigkeit, wie ein Zora im Wasser zu tauchen. Was tun also, großer Held? In der Gestalt der Beste kannst du den Prinz auch nicht unter die Augen treten, hä? Ja, zuerst mal das Licht zurückholen, wa? Jo. Alter, wie traurig. Was mit dem Vater? Ist der auch tot? Der kleine Junge einfach weiß und wir fallen wohl ins Wasser. Alter, Santo, ey. Verdammte Arschgeige. Oh, stärker, wir müssen wieder sehen, nicht einfach schon mal treiben. Gute Idee. Es gibt sonst eh nichts mehr für uns zu tun hier oben. Ich glaube, es ist hier und dann noch eine Abkürzung oder sonst irgendetwas. Und das drüben ja auch, aber das, wie gesagt, alles für später erst. Sogar für viel später. So, ein Problem gelöst. Sie haben wieder Wasser. Natürlich sind wir direkt an der Quelle, ist klar. Huff. Na, auch schon wach. Geh dich ruhig um. Ich hatte doch gleich gesagt, dass uns der Sturm bis zum Hyliasee bringen wird. Das ist Geister, hä? Sonst gehen wir am Schluss nicht die ganze Tag Zeit. Ich eigentlich schon, aber ist egal. Ranel. Jo, besuchen wir mal. Den guten Alten. Ich glaube sogar, hier müsste später noch Feen geben, wenn ich mich richtig erinnere. Was denn das? Ein Reptil, wa? Ja, mal quatschen. Ich bin der Letzte, der von den Schatten umfangenen Lichtgeister, von den Göttinnen auserwählter Held. Natürlich kennt auch er mich, ist klar. Du hast es bis hierher geschafft. Jo, krass, wa? Mein Licht, das mir die Wesen der Finsternis geraubt haben. Fülle es in diesen Tiegel des Lichts. Klar, sammeln, das Licht der Welt zurückbringt. Verwendet ein X-Gespür, wie gewohnt. Die Schattenkäfer haben ein zerstreutes Licht, aber wie du weißt, sind die Schattenkäfer, ebenso die Menschen unsichtbar. Finde mein Licht und beseitige die letzten Schatten in Hyrule. Mach das, ja? Jojo, ich versuch's. I give my best. So, sonst noch etwas hier unten. Ja, mal schauen, wo können die eigentlich überall sein? Ach, hier wieder mal wie gewohnt.
Nur 12 Lichter zum Glück. Ich glaube, im Original waren es noch 16. Da war ein bisschen mühsamer. War noch komplett doof verstreut und so. Oh, dann haben wir schon den ersten. Der dort mal abhauen will. Abhauen ist ja nichts. So, die anderen waren, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ein bisschen schwieriger. Zumindest zum Teil. Ich weiß, gemäß Karte haben wir hier noch 2. Das ist ja nicht so das Problem. Die anderen... Oh, gütig Gott, hey. Ich überlege gerade, weil es ist doch eigentlich der Pfad, den wir jetzt vorhin... Das sieht eigentlich so aus, als wären die komplett auf dem Wasser und so, wa? Gut, natürlich sind hier oben noch ein paar. Aber dann können wir uns jetzt porten. Also wir sollen einfach hier hochporten, alle, also irgendwie hier runtertreiben lassen. Und alle schnappen. Wäre doch eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Dann wären wir wieder hier und dann... Obwohl, Moment mal. Wir haben jetzt... 1, so ist klar, ein Schattenkäfer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was denn das? Das ist irgendwie so ein seltsames Symbol da. Das ist wieder so eine Art Licht. Wie? Was zum Henker? Ja, nee, was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt bin ich komplett durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vielleicht noch 10 in die ganz seltsam da. 10 haben wir 11. Das heißt, ein Schattenkäfer fehlt trotzdem noch. Tja. Fragen über Fragen wieder hier bei Twilight Princess HD. Mehr dazu natürlich erst in der nächsten Episode. Bis dahin wieder mal, danke fürs Zusehen und... Sieht sogar einen da hinten, wa? Müsste gemäß Karte der nächste sein. Bis dahin, ciao zusammen!